Debatte den Herr Sergio Urbani für die Linke. Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren, zweimal an engem Monat sie von der Regierungschefen zu Bresel wesentlich Elemente von der sozialen und menschenrechtlichen Acquis von der Europäischen Union aufgestellt gehen. Den 19. Februar, engste Keier, du hast das Gleichheitsprinzip beim Kannergeld, aber die sozialen Leistungen für Wandererbichter afrogestellt. Wir hatten hier ein Debatt darüber. Ich komme nicht mehr darauf zurück. Ein zweite Keier, sie letzte Weekend wesentliche Elemente vom europäischen Recht auf internationale Protektion an der Asyl afrogestellt gehen. Den Europadirektor von Amnesty, den John Dalhuisen, hat Nomako von Bresel an der Flüchtlingsfrau folgend stark wieder gebraucht. Das ist ein deisteren Tag an einen deisteren Deal. Wird gefeiert von Leuten, die auf dem Graf vom Flüchtlingsschutz tanzen, die die Festung Europa verstärken wollen, und die Flüchtlinge nicht an ihre Länder wollen. Schäten hat recht. Wir wollen dafür auch ausdrücklich begrüßen, dass der Außenminister und die gleichzeitig auch Minister als von der Immigration juristisch Zweifel geäußert hat und dem Deal von Bresel, und dass er von einem Klärungsbedarf an dem Zusammenhang schwätzt. Die ganzen Deal überseit nämlich, dass Flüchtlingen, aber besonders Kriegsflüchtlingen, ein individuelles Recht auf internationale Protektion haben. Sie haben ein Recht, sich dazu zu frohen, auch wenn sie ohne Visa und ohne Aufenthaltsgenehmigung, also an einer irregulären Situation, an einem europäischen Land kommen, sie wir doch mal einem Schlauchboot. Aber wenn sie schon Familien in einem anderen europäischen Land tun, dann haben sie das Recht, den Antrag durchzustellen. Sie haben auch ein Recht auf eine individuelle Unheierung. Das geht nicht aus der Genfer Konvention hervor. Das steht an den Dublin-Regelungen, an den europäischen Regelungen, die für alle europäischen Länder gelten. Sicherlich hat alle Memberstaaten auch dort Recht, ein Demandeur für Protection international, und die geht es bei der Syrer auf jeden Fall, an ein sicher Drittland zurückzuführen, wann er von da kommt. Mit da sind gewisse Voraussetzungen dran gebunden, die müssen auch individuell überprüft gehen. Die Refugien dürfen da nicht für ihr Leben fährten müssen, zum Beispiel, steht da dran. Weil sie zum Beispiel einer gewissen sozialen Gruppe angehören oder gewisse politische Ideen haben. Das kann ganz gerne zum Beispiel auf Kurden an der Türkei zutreffen. Sie dürfen auch nicht fährten an die Situation zurückgeschickt zu gehen, aus der sie geflüchtet sind. Das heißt, aus Syrien oder an Afghanistan zurückgeschickt zu gehen. Alles das ist laut alle Menschenrechtsorganisationen an der Türkei nicht gesichert. Und ich meine, lang, das zählt, und darüber darf sich auch keine Regierung wegsetzen. Für allem dürfen halt keine Kollektivprozeduren zur Anwendung kommen, wie zum Beispiel die für all Syrer aus Griechenland, den Türkei ophält, geht Syrer aus der Türkei an die Europäische Union geschickt. Mit so einem Akkord, so dieselbigen Direktor von Amnesty, gestern oder viergestern, gucken wir an einen tiefen moralischen Aufgrund. Sollen die halt bestraft gehen, die an Festung Europa wollen? Aber müssen sie sich dann an der Türkei frisch aufstellen, an der Reihe? Das ist eine unwürdige Prozedur, die du beschlossen hast, auch weil es eine Kollektivprozedur ist. Und ich stelle mir vor, Herr Minister, da könnte man vielleicht eine Antwort darüber geben, die schon in Griechenland sind, die zu Tausenden zu Idomeni an noch Griechen an Bulli sitzen, sind die auch betroffen davon? Die da sitzen, an dem sie hoffen, dass der Stachel droht, du für kurze Zeit abgeht. Die Stachel droht, und ich will nur ein bisschen polemisch gehen, den die österreichisch-ungarische KUK-Monarchie da abgeriecht hat, die neue österreichische KUK-Monarchie, die da am Gang ist zu bestehen, das ist die unselige Allianz zwischen Österreich und Ungarn. Aber was vom Wiener Kongress zu Bresel aufgesehen ist, für mal ein bisschen historischer Vergleich zu machen, die zwar heute nicht mehr so zutrifft, mit denen aber weist, was da für neue Nationalkonstellationen auch am Gang sind, zu entstehen, innerhalb von der Europäischen Union, die Menge, sie könnten sich über den europäischen Beschluss wegsetzen. Zu allem sind Tatsachen,
zu Brüssel geschaffen gehen, just nicht zur konkreten und endlichen Durchführung von der Beschlüsse, die auch da geholt sind an einem anderen Conseil am Juli und am September, an die gesagt haben, dass müssten 160.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien, das heißt, die da sind, die da angekommen sind, müssten auf die europäischen Länder verteilt gehen. Da steht just an der Schlusserklärung dran, du müsst eine sensible Acceleration kommen von dem Prozess. Aber was heißt eine sensible Acceleration? War bislang just ein paar hundert innerhalb von 6 Monaten angeholt gesehen. Auch Lützeburg wird seine Pflichten da nach lang nicht all erfüllt. Das hat schon lange nicht geschehen. Es geht schließlich, es gibt vielleicht Ursachen dafür, aber die Tatsache ist da, dass Pflichten noch nicht erfüllt wird ganz. Es geht schließlich Flüchtlinge selber, internationale Protektion. An einer, da sind wir als eigentlich alle Guten eins, einer außergewöhnlicher Situation von internationaler Fluchtbewegung für den Krieg. Sind Flüchtlinge geheiert hin zu Brüssel? Stungen hier Rentnerin da am Mittelpunkt? Ich werde nicht. Aus Syrien, wir wissen alle gut, also Krieg, und dem die europäischen Länder nicht unschuldig sind. 2,5 Millionen Syrer sind schon an der Türkei, 1,8 Millionen sind am Libanon. Die meisten wollen an ihr Land zurück, so sehr wie möglich. Am Vergleich dazu sind Flüchtlinge auf der Straße von Europa ein verkraftbar Menge mehr. Sie sind keine Ursache für die Grenzen zu machen, keine Ursache für die Problematik an anderen Ländern zu verlieren, die ihnen keine dauerhaft Sicherheit können bieten. Es geht hier auch nicht vierrangig, ob schon nicht mal juristische Fragen angefangen haben. Es darf hier nicht vierrangig juristisch Paragraphenstreitereien gehen. Und ich meine, dass die deutsche Kanzlerin für einige richtig gehandelt hat, weil sie die Grenze für hunderttausende Flüchtlinge abgemäht haben, die hier das Menschenrecht auf Schutz mit dem Face auf den europäischen Straßen durchgesetzt haben. A größten Teile von der Bevölkerung, das muss ich noch so, wenn von der Bevölkerung gesperrt wird, vom Herr Karteiser. A größten Teile von der Bevölkerung, auch in Griechenland, mit auch an unseren Ländern, auch zu Lützeburg, als eine große Solidarität entstanden mit den Flüchtlingen, die als nicht mehr kann encouragieren. Im Sommerland haben sie eine andere Vorgehensweise, auch die von der französischen Oper, von der sogenannten sozialistischen Regierung zu Paris, muss ich dabei suchen. Überall gewannen aber auch rechtsextrem, fremdenfeindliche, rassistische Kräfte und Terror. An mehr Mengen, das nicht mehr, wenn wir ihnen nur gehen, wo sie nach weiter und Terror Werte gewonnen. Am Conseil gibt eine immer mehr konservativer, wirtschaftsliberal Majorität in Ton. An dieser Frage mehr an andere Fragen. Auch zum Beispiel an der Grexit-Frage, auch zum Beispiel an der Brexit-Frage. Ihr seid hier immer, die 28 Leute da sitzen, ein Ort Wiener Kongress, wo ihr meint, die geben allein entscheiden über die Zukunft von der Europäischen Union. Und das ist auch der Fall, weil an wichtigen Fragen keine richtig parlamentarisch-demokratische Meinungsbildung Niveau von der EU gibt. Aber weil die EU so zusammen gesagt, dass das den entscheidende Prinzip von der Konstruktion, den als von der ökonomischen Konkurrenz von den Ländern inneren nehmen. Und dafür haben wir auch die nationalistischen Reflexe. Damit rufen wir die auch auf hier. Dafür mengen mehr, dass die EU einen tiefen Wandel braucht, wenn sie soll als Faktor vom gesellschaftlichen Fortschritt angesehen gehen. Sie braucht für eine Erweiterung, eine demokratische Vertiefung im Europaparlament herum. Kein technokratisch 5 Präsidenten per Bayern, von denen, die den aktuellen Stillstand repräsentieren. Die EU muss eine gemeinsame Wirtschaftspolitik mit einem eigenen Budget kreieren, die weit über den 1% vom geschaffenen Reichtum leidet, wie heute. Mit eigenen Steuern wie der Finanztransaktionssteuer. Damit muss auch eine Sozial- und Strukturpolitik gemacht werden, die die Inegalitäten an Europa behilft, auf Plätze auszuweiten. Und das ist die Transferunion, die für verschiedene Leute ein Rottuch durchstellt, die aber den einzigen Weg an Zukunft ist, die Europäische Union nach kann gehen. Man reicht noch eine andere Handelspolitik mit dem Rest der Welt. Der Außenminister sagt, Lützeburg gebe sich für eine kohärent, inklusiv und responsable Handelspolitik von der EU einsetzen.
Wachstum, wirtschaftliche Entwicklung, Schutz für soziale Rechte auf und Umwelt geben zu Summe gehören. Betriebe wie Arbeiter, so den Außenminister, sollten davon profitieren, an Zusetzung nach den Entwicklungsländern. Herr Minister, wenn die Zielsetzungen, die mehr unterstützen, will wirklich erreichen, das setzt ich an, mit uns zu summen, für einen direkten Stopp von den TTIP-Verhandlungen. Weil nicht mehr über DW kann da recht gehen. Und da ist auch gerade zu Lützeburg eine große öffentliche Meinung, die an die Richtung geht. Die neue Handelsstrategie trägt vor allem, die der gestern so gelöst hat, als nichts Ernstes wie eine Publicity-Strategie, die nicht an der Ausrichtung von den Verhandlungen ändert. Für zu weisen, wie ich zwar meint, hat die Kommission am Oktober ein neues TTIP-Kapitel über den Développement durable präsentiert. Wenn ihr aber Textproposen von dem Kapitel mir genau guckt, da seht ihr, dass da nicht dran steht, was auch nicht mehr irgendeine legal Wolle hat. Nicht mehr schön wieder, Banalitäten für die Opponenten vom TTIP ruhig zu stellen, dass die Gewerkschaften und Umweltorganisationen, die aber für keinem Schiedsgericht, weil er schärfer Bestand hat. Par contre, da seid ihr an dem Kapitel ganz gut, wo drei soll hingehen. Da steht dann zum Beispiel am Artikel 10, Paragraph 5, dass ein TTIP nicht der verhindern, dass die EU oder die USA multilateral Umweltakkoren umsetzen, die schon unterschrieben sind, aber nicht mehr unter der Bedingung, dass die nicht zu einer zusätzlichen Restriktion vom Kommerz dürfen feiern. Es gibt also sogar die Umsetzung von schon unterschriebenen Akkoren unter der Primat vom freien Handel gestaltet. So gesagt die neue Handelsstrategie also aus. Und da seid ihr noch ganz klar dabei, Menge mehr, dass es eigentlich da nicht um den Widerspruch geht zwischen der EU und den USA. Mehr um ganz andere Interessen, Privatinteressen, die sich da verstoppen. Ich kann auch die Aussage nicht mehr hören, dass mehr Europäer müssen die Regeln am weltweiten Handel festlegen, weil sonst andere über das bestimmen. Wie gibt es dann die weltweiten Regeln abdrängen? Vielleicht der Kenia oder der Bangladesch? Auch China hat wohl kaum Möglichkeiten, das zu machen. Das Vorrecht als viel mehr, dass die USA und die EU an Hand und Druck in die großen Multien sich mal so aus und recht wollen rausholen, für die restliche Welt, aber auch die Populationen bei uns hier Regeln zu diktieren, was ultraliberal Regeln sind. Zum Beispiel gesagt hat auch in denen Akkorden, die die EU unterschrieben hat, mit den afrikanischen Ländern. Was Akkorde sind von derselben Natur wie den TTIP-Vertrag. Wenn die EU nicht will, dass die Männer die Regeln diktieren, da gibt es exklusiv auf multilateralen Niveau verhandeln. Herr Präsident, will ich zum Schluss nach so einem Bereichen einer Außen- und Friedenspolitik, die auf den Elementen von der Gerechtigkeit beruhen. Der Gerechtigkeit hier frucht, wer der Friede sind, so schon der Prophet Jesaja am Alten Testament. Er muss heute Jean Jaurès zitiert, ich zitiere das Alte Testament. Das ist eine verkehrte Welt. Und ich weiß nicht, ob sie so verkehrt, als, weil frei schon war, gewusst an der Geschichte, dass der Frieden nicht Resultat allein von der Sicherheit ist, aber dass der Frieden das Resultat von der Gerechtigkeit ist. 90%, ich will kurz zurückkommen auf Flüchtlingsfonds, 90% von den Flüchtlingen kommen aus Syrien, mehr aus Irak und Afghanistan, also aus Kriegsgebieten. Überall da sind die EU und NATO mit impliziert. Überall da stung auch der Regime-Change auf der Tagesordnung. Am Hintergrund stungen immer auch ökonomisch und andere geopolitische Interessen. Da geht nicht darüber an, Herr Minister, auch nicht am Syrien-Konflikt, ob die Interessen, die handelt, den Krieg durchstehen. Au contraire versichter, und das wird mir gut nicht gefallen, muss ich sagen, Kurden als Bodentrupp von der sogenannten Global Coalition, zu der auch Saudi-Arabien gehört, zu erklären. Dabei machen die Männer und die Frauen da handeln. Nicht weiter, wie hier Häuser zu verteidigen, an hier Recht, autonom, no demokratische Prinzipien zu leben. Nicht nur gegen den IS, aber auch zum Beispiel gegen unseren NATO-Bündnispartner Türkei. Und ich muss es sagen, ich muss es wirklich auch Last geben. Dir sind persönlich, Herr Minister, für den Regime-Changer Libyen angetraut. An der Zeit.
den ass her no ëmgesät gi vu Frankreich a Großbritannien op die Äderweis. De man all an Erinnerung hunn, an huet Auswirkungen gehät, fir déich op de Mali an lo op die Bombenattentäter an Tunesien. Och den dschihadistischen Terrorismus kennt nämlich net vun neicht. En as Rugezielt die vun enger Außenpolitik, déi an dat will ich gern agestoen net vierrangig vu Lützeburg ausgeht. Me und der awer och die herrschen politisch a wirtschaftlich Kräser hai am Land Stichwort Finanzplatz der großen Interessen hunn. Begräse will ich aber zum Schluss fir bessen auszugleichen nach wie immer Chlorspruch zu Israel a Palästina. Die Resolution von diesem Parlament vom Dezember 2014 eigentlich verehrt. Zur Unerkennung von Palästina kann aber nicht immer am Tierrang leihe bleiben. Aber wir haben auch schon Demos gesucht, die Unerkennung von Palästina, die historisch schon lang überfällig ist, müsste eigentlich der Präalabel sein von seriösen Verhandlungen, er kann nicht zum Schluss davon kommen. Voilà, so nicht mehr. Merci dem Herr Urbani, den ich aber denke, Leifel daran erinnere, dass er sich soll und Chamber adressieren. Antwort wird direkt den Herr Außenminister, den Herr Jean Asselborn. Merci, Herr Präsident. Also ich respektiere den Chamber. Ich fand, dass wir eine Debatte auf einem guten Niveau hatten, zu gereinst auf einem ganz hohen Niveau. Und dafür will ich nicht nach mehr Zeit durch die schon 1,5 Stunden akkaparieren. Vielleicht ein paar Antworten auf Fragen, wo ich natürlich subjektiv mengen, dass sie wichtig wären. Und ich gebe da noch der eine Aufhänge beim Herrn Moser. Mit Film an der Analyse sind wir ja als eins. Es gibt mich auch wundern, weil an der Kommission, wo wir da schwätzen, seid ihr keine fundamentalen Differenzen in unseren Positionen. Ich will aber vielleicht ein Wort zu Israel, Palästina und zu Hamas. Ich meine, Herr Präsident, die Damen und Herren, dass es nicht gut ist, wenn wir alle so als Gegengewicht, dass Israel mit abhalten Siedlungen, dass wir dann Hamas ans Spiel bringen. Also es sind nicht vielleicht Bande von denen, die Chance hatten, oder de Pech hatten enker mussssen a Gaza ze woen. All die enker do waren, an ich war do am November, an der gesit wetter Zustand ass do sinn. Do wurden mengg 1,8 Millionen Leiit. Van do 3 Lützeburger Populationun gif a Gaza, en de Konditionen misse lewen wie Palästinenser do lewen. Da so jeich, da wären die Leiit och net an der Union Grand Duc Adolf oder an der RWF oder ich wissen wo, da wären sie do, wo effektiv gif is so dat lo. Einfach eng Opposition, dass die Leute so muss leben, wie sie do muss leben. An lebt man immer sie bestimmt net den lo Hamas-Theorie vertritt. Ich habe klar gesagt, dass das Existenzrecht von Israel nicht können vorgestellt gehen. Das ist aber etwas, was verschiedene Teile von Hamas selbstverständlich nicht füllen. Wir wollen mal darum fertig bringen, dass Palästinenser giffen eine Unitätsregierung machen, wo nicht exposiert Leute von Hamas da werden. Wir wollen die Seite von der Cisjordanie an die Seite von Ostjerusalem an noch von Gaza, wenn man eine Regierung bei wären, so eine Regierung hätte man wohl, und ich meine, dummer Fehler gemacht mit den 2000er Jahren, dass man den nicht eigentlich als Repräsentant vom palästinensischen Volk angeguckt haben, und dass man dann, wenn wir das hätten, aber mänglich müssten noch einen Schritt machen, dass in den Negoziationen mit den israelischen Autoritäten zustande bringen. Ich so nicht schüsst, wenn das nicht geschieht. Gaza an der Situation, wo du warst. Das dauert nach vielleicht 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, das explodiert du. Aber was entsteht? Du entsteht Leid, du entsteht mehr Haserem, mehr Terrorismus, mehr Gewalt. Und glaubt mir, ich habe auch, was ich gestern gesagt habe, als eine Sichtweise, die noch teilt oder nicht, mit Franzosen Hunlo an die Hand geholt, für eine internationale Konferenz zu machen. Das hat den Minister Fabius nach ugeschnitten, den jetzigen Minister will das auch aufpacken.
an den nächsten Wochen, an den nächsten Monat. Aber wann dann, aufgrund von den Parametern, die bestehen, sind die Clinton-Parameter bestehen. Jerusalem, Hauptstadt von den zwei Ländern. Grenze von 1961, Sicherheit, Wasser, all das besteht. Wenn in dann an einer Zeit schien, aber nicht fertig bringt, für zu Konklusionen zu kommen, dass man dann an der Europäischen Union, und ich so nicht erkennt, den Moment, vielleicht ungefähr für Frankreich, dass man da müssen eben auf die Schiene gehen, die sich ungedeiht tun, und dass man dadurch da Werte machen. Ich hoffe, dass die Konferenz selbst geht, dass die internationale Konferenz keine Resultat bringen. Das wäre für uns alle gut, selbstverständlich, das einfasst. Ich will auch vielleicht die Wurzeln zur Türkei. Ich meine, ein paar von den Kollegen der Bande haben das angeschnitten. Lützeburg war dabei, 2004 im Dezember, wie damals 25 Länder von der Europäischen Union unanim d'accord waren, für die Verhandlungen mit der Türkei abzuhören. Bon. Wir haben vieles da erlebt, vor allem auch Zypern-Krise, wo Kapiteln blockiert gesehen. Wir haben auch Zypern, die alle Kapitel wollen blockieren, für abzumachen. Ich will nämlich just hier sagen, ich schwätze nicht von den 5 Kapiteln. Aber meint ihr da nicht, dass es nützlich wäre, dass in Kapiteln 23 auf 24 gewoppt werden? Da geht es um Rechtsstaatlichkeit und geht um Justiz. Aber wenn die Kapiteln abführen, dann hat ihn ein anderer Druckmittel für den Herrn Erdogan an anderen an der Türkei zu sagen, dass die den so abschneiden nie können zum Ziel haben, dass sie eigentlich können Acquis von der Europäischen Union respektieren, am Member von der Europäischen Union. Dafür wäre es intelligent, am Ende an, wann ich fertig bringen, für die 2 Kapitel abzumachen. Und ich meine, das ist auch nicht unmöglich. Lass mal ein Wort sagen zu dem, was gesagt hat von der Madame Merkel, und ich will noch verstanden, wie das gesagt hat, und ich will das nicht beiseite ab. Ich meine, dass ich eigentlich nicht mich zu rechtfertigen habe. Gerade mit Madame Merkel will ich keine Obergrenze. Gerade mit Madame Merkel will ich nicht, dass die Länder hier Grenzen zumachen. Ich will dass die da doch fällt. Was gesehen wir, und hat das indirekt gesagt. Ein Tag nach dem Conseil Européen hat er selber gesagt, reagiert. Was das geschieht, zugemerkt in Slowenien und Kroatien. 2 Memberstaaten von der Europäischen Union. Ja, da könnt ihr sagen, dass das gut, könnt ihr sagen, das Chaos, ich habe gesagt, das ist Anarchie. Und das ist Anarchie. Das ist Anarchie vis-à-vis von den europäischen Decisionen, wie sie geholt gehen. Und ich meine, auch nicht, ich habe das erst gesagt, ich habe vieles für gesagt, vieles da noch gesagt. Ich habe mich an die letzten 6 Monaten nicht amüsiert. Ich habe nicht mehr lamentiert oder kritisiert. Ich habe sogar Aufstimmung gelost, 10 Jahre, nachdem das dann nicht der Fall war, für die Relocation durchzukriegen. Aufstimmung gelost, weil 24 Länder von den 21 stattgefunden. Bon, das ist nicht schlimm. Dann vielleicht mehr sachlich auch noch die war TTIP. Nach mir sachlich. Den Herr Angel hat vorgestanden, mit, dass auch bei verschiedenen anderen Kollegen aus das abkommen. Also die 12 Runden von den Negoziationen, die waren zu Brüssel letzte Woche, sind dann nach 4 Juli des Jahres. Die letzte Runde zu Brüssel aus dem 2 Sachen gegangen, den Développement durable und dem Droit sociaux. Bon. Beim Développement durable als sich referiert gehen op COP21, selbstverständlich durch den USA an der Europäischen Union, auch von der Europäischen Union ist ganz klar, dass man den ambitiösen Text, der besteht, dass man den effektiv erfüllen, umsetzen, Terrain, an do, werde ich hier nun, wir keine fundamentale Opposition von Amerika kommen. Bon, also ich meine, das ist ein Prozess, den am Gangen ist, du müsst ihr können zu einem Akkord kommen. Das Zweite, das sind Droits sociaux, das ist extrem kompliziert. Da wirst bei der BIT, also der ILO, der International Labour Organization, da gibt es 8 Grundkonventionen. Da von den Amerikanern haben 3 unterschrieben. Die anderen haben sie nicht unterschrieben, weil durch Kompetenzen sie von den Staaten an Amerika. Bon, am Kader von den Negoziationen dürfen, das hat die Kommission klar gesagt, und das muss auch so sein, darf kein von den Rechten lesiert gehen, darf kein Abschnitter kommen. Wir bringen nicht fertig mit TTIP die Rechte an Amerika, die Droits zu verbessern. Mit europäischen Rechten, da darf kein Abschnitter kommen, und da ist auch eine Verpflichtung da für beide Seiten, für nicht aufgrund vom Bradieren von Standards, sozialen Standards für Investimenten unzulackeln. Bon,
wat bleibt zu negociieren, und ich meine, wir kriegen an der Kommission oder wo der Welt, kriegen wir an den nächsten Wochen vielleicht auch mehr Gelegenheit, für darüber in Detail zu gehen. Wie wat bleibt, das den Investitionsschutz. Da wisst, dass wir zu 6 Ländern geschafft haben, für wirklich auf Bein zu kriegen, ich habe das gestern expliziert, da das Acquis mit Vietnam, da ist dran, das auch Acquis mit Kanada, mit das nicht nach Acquis an den Negoziationen mit den USA. Und wann das nicht geändert wird, den ISDS wie lo besteht, da meine ich nicht, dass es die Chance könnt, dass sie zu einem Akkord kommen. Und dafür also so wichtig, dass auch das Europaparlament darüber insistiert wird, für lo zu gucken, mit dem neuen ISDS, für den ranzukriegen an der CETA, an da das ja auch von der neuen kanadischen Regierung als das akzeptiert wird. Mit do, wo es happert, ohne Lommel andere Sachen hinzuschneiden, wo die Europäische Union auch am Mengen an Menschen muss vorsichtig sein, an wo ich noch im Moment enttäuscht ist, das den Achse auf Marscheen von den Europäern in Amerika. Wenn da keine Ouvertüre kommen, dann macht das keinen Sinn. Und das ist auch klar gesagt von der Kommission, da müssen also für der Plötzlich zu sagen, es sind ganz viele amerikanische Betriebe um Markt hier in Europa, während ganz wenig europäische Firmen an Amerika sind, wenn es sich um die Ausschreibungen handelt. Prozedur vielleicht doch nach einem Wort, da das schwer in Amerika so, da wisst, dass 2 der Akkorden, den einen als aufgeschlossen TPP, das ist ein Trans-Pacific Partnership mit den Asiaten, da scheint sich aufzuzeichnen, dass da nicht an den Kongress kommen, wenn der Kongress ein Lame Duck ist, das heißt November nur die Wahlen, oder sogar liegt an der neuen Administration. Das heißt für den TTIP, dass du USA am Mengen an auf jeden Fall kein Recht offerwerte machen am Endgame, wenn sie da mehr weit gehen, wie sie mit den Asiaten gegangen sind, dann müssen sie mit den Europäern, mit uns, dann meine ich nicht, dass das zu bewerkstelligen ist bis Dezember 2016. Das heißt, dass am Mengen an Probabilität ist groß, dass es die neue Administration ist, die da konfrontiert wird mit dem Endgame eben von der Negociation, wenn das so weit geht. Aber ich will aber auch große Merci sagen an ganz ehrlich und Gusti Grasheim, nur dem den Marc Angel, der Präsident ist von der Kommission, und der das wunderbar möchte und ein gut zusammen habe ich da an die Frauen hergestaltet. Ich meine, Herr Präsident, das schon immens intelligent gewesen für Victor Hugo zu zitieren von 1849. An das Zitat von Victor Hugo misst eigentlich ob Ungarisch, ob Slowakisch, an der Polnisch übersetzt gehen, an Deck an der Justus Lipsus hingekommen. So, dann vielleicht der Claude Adam, den auch sich Gedanken möchte über die Decisionen, die gemerkt sind par rapport zu der Türkei die letzten Monate. Also für global darüber zu entfern, ich habe mal gesagt, du bist fort, aber anders nachher, natürlich. Natürlich. Ich meine, dass Herr Präsident, dass in Claude Adam so, dass es eine fundamentale Differenz gibt an der Approche zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Was ist die fundamentale Differenz? Die türkische Seite möchte klare Lien zwischen durch die Migrationsfragen an den Beitrittsverhandlungen. So, wir sind nicht lange dafür, über Migration zu schwätzen, wir sind noch dafür, über Beitrittsverhandlungen zu schwätzen. Während selbstverständlich für die Europäer Beitrittsverhandlungen mit Rechtsstaatlichkeit zu dienen. Das ist eine fundamentale Differenz, die besteht. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ist mehr als Schei zu Brüssel, also Justice, Affaires Intérieures. Und da soll man dann auch gefroht gehen, soll irgendwie geguckt gehen, wie die Reaktionen auf die keine Decisionen, ob die Partei vom letzten Mensch soll kommen. Aber bei Mercatiser, da gebe ich trotzdem denken so an aller Ruhe, dass Krim noch immer annektiert das, und dass zweitens die Sanktionen kommen sie nicht lang während dem Flieger, mehr lang für drin. Da wisst, wie den Herr Putin ein Gerät gehalten hat zu Moskau, und ich war Novi Russia geschwärzt. Und er kann sich gut erinnern, dass da eine große Angst war, dass Russland den Schritt mache für
eben nicht nimmen Krim viel weit zu gehen. Und da sind die Sanktionen angefordert, das ein hat sich schon beruhigt, weil dann das noch immer ein Bestandteil. Und ich so da doch geht lo nicht mehr dürfen so Minsk, auch die Ukraine hat hier Obligationen, die sie zu erfüllen hat, nicht erfüllt. Das als Chlor auch an meinem Kopf kann nicht mehr so ein Trusse müssen erfüllen, wie du wisst, das größte Streit an der Ukraine zwischen dem Präsidenten an dem Premierminister, dass nicht richtig weiß, wie stabil ist. Du wirst auch, und da sind ja auch nicht ihrer Meinung, kann sich mengen, dass das an der Europäischen Union so unerkannt, von den Trussen an die Ukraine will durchschalen, da muss ihn an einem kleinen Format führen, an dem kleinen Format, als eben das Normandie-Format, das heißt Franzosen und die Deutsch, mit der russischen Seite, mit der ukrainischen Seite. Dann auch ein Wort, weil das immer Heinz darum abflaut, auch bei euch, Herr Präsident, Herr Karteiser, das die Produkte, die aus den besetzten Gebieten sind. Ich will das hier einfach klarstellen. Großbritannien ist bestimmt kein Land, das anti-israelisch angestellt ist. So wie Lützburg auch kein Land ist, das anti-israelisch angestellt ist. Es sind da 2 oder 3 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, gibt der Toten an Großbritannien. Wenn der an Großbritannien an den Supermarkt geht, an der kauft der Produkt Wein zum Beispiel, wo drauf steht, das ist ein israelisches Produkt, mit das die Seite der Grenze von Erde 60 produziert gehen, da steht da drauf. Dann wird der Konsumateur das Recht dazu gucken. Das ist da kein Frevel. Das ist da etwas, was auch meiner Meinung nach aber am Sinn ist vom internationalen Recht, auch von der, dass der Konsumateur, den das kauft, dass er das gesagt, aber wenn es an Großbritannien geht, dann müssen es ja auch an andere Länder von der Europäischen Union gehen. Und ich hoffe, dass dadurch gemerkt wird, dass das nicht anti-israelisch, bestimmt nicht, mit das aber dem Konsumateur gewiesen, dass es Grenzen gibt von Erde 60 und dass es besetzte Gebiete gibt und dass die Produkte eben aus der Region sind. So dann, Herr Außenminister, erlaubt dass den Herr Karteiser, den du beschwert war, eng vorstellt, respektiv reagiert? Von dir das Wort, Herr Präsident. Ja. Herr Präsident, vielmals merci. Auch merci den Herrn Minister, dass er mal so an einem ganz korrekten Manier probiert, die Frage zu antworten. Ich will die Frage präzisieren. Froh als nicht ich verstehe das System und ich weiß, dass das auch an anderen Ländern ist. Mit froh als für was geht es nicht mehr gemerkt an den Territorien, die in der israelischen Autorität am Blick okkupiert sind. Den Vorwurf, der ja gemerkt wird von einer ganzen Reihe von Leuten und auch von mir, als ja den, der ich nicht verstehen, für was die Stadt nicht mehr limitiert, ob die israelisch besatzten Territorien und nicht ob andere. Und weil das Ungleichgewicht existiert, kommt eben der Verdacht ob, dass das nicht ein rein staatsrechtlich oder völkerrechtlicher Approach ist, mit der dummer da auch ein antisemitischer Gedanke kennt verbunden gehen. Und dass wir den aus der Welt zu räumen, dass man Lot Gelegenheit tun, hier offen drüber zu schwätzen. Ja, also der wisst, dass die Europäische Union mit Israel eine ganz spezifische Partnerschaft hat. Ganz spezifisch, die ganz weit geht, auf viele Gebiete, am kulturellen Gebiet, am wirtschaftlichen Gebiet. An der Zeit erst Reaktion, die haben wir nicht mit vielleicht anderen Ländern auf der Welt, wo auch so Probleme bestimmen, die haben wir mit Israel. Ja, ganz klar. Und dafür gebe ich mengen, wir sollten noch nicht wir sehen das Ausrede sichern, wir sagen, dass da besteht vielleicht nicht mit irgendeiner anderen Region oder einem anderen Land auf der Welt, die viel mehr weit weg ist, auch kulturell und ökonomisch gesehen, wie Israel, wie das wir Teil, wo wir müssen machen. Ich meine, muss ihn das machen, muss ihn so korrekt sein, für das zu machen. Da wisst, ich so das nach ein Kehr, es sind, meine ich, 30.000 palästinensische Salarien, die an den besatzten Gebieten schaffen, und die natürlich auch Angst tun, dass sie keinen Arbeitsplatz verlieren. Aber von der palästinensischen Seite her den war, dass von der Tote gemerkt wird, dass das von den Punkten aus, gerade wie die Liniendirektrice, die wir durchgesetzt haben, für das Bewegung könnt an Verhandlungen. So, letzter Punkt dann, Herr Präsident, zu den Fragen, was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Also, ich meine, Herr Präsident, es gibt nirgends es gibt keine Rechtfertigung geben, dass es eine Emanzipation gibt an der Europäischen Union, nicht den Acquis von der Europäischen Union. Also, à côté de la plaque. Es kann das nicht gehen. Die Kommission de Venise, als an der polnischen
Analyse ganz klar, die wird offiziell zum Vierschein kommen und dann hoffe ich, dass wir hier an diesem Parlament von Kommission de Venise das feststellt. Das ist ja eine Autorität vom Conseil de l'Europe, dass ihn dann nicht drin schwadroniert, da seht, die Länder haben Recht, sich zu emanzipieren. Sie dürfen sich nicht emanzipieren gegen die Acquis von der Europäischen Union. Für aufzuschließen, Herr Urbani, also ich wollte vielleicht just, Herr Präsident, so, bei Herr Urbani, die 160.000. Ich gehe nicht, das ist frustrant, dass 600 Leute relokalisiert sind. Wir können es relokalisieren, muss das System funktionieren. Und das System funktioniert nicht für Wert. Weil in nicht weiß an Italien, wo die Leute sind, die müssen relokalisiert gehen. Weil an Griechenland praktisch kein Bredas an Griechenland zu froh, für relokalisiert zu gehen. Und da das Jolo, dass die Leute von Idomeni, dass die Strecke vorwärts gehen, ob Festland, ob Saloniki oder ob Athen, dass sie da an Strukturen kommen und dass sie noch können, damit die Leute hin explizieren, was da das und dann auch in Akkord von ihnen kriegen, dass für die in der Konvention von 50 fallen, dass sie können dann das System und Laufen kriegen. Ich so nicht, für die 30 Leute, die mir aus Griechenland geholt, tun wir 3 Wochen müssten praktisch, als nicht auf die Straße stellen, praktisch mit allen Instanzen nach Griechenland schwätzen, auch von der Kommission für die 30 Leute zu finden. Und da ist der Punkt, meine ich, wo wir im Moment nicht, für was wir nicht kapabel sind, das umzusetzen. Ich gebe aber mengen, dass die Relokalisierung, die 160.000 Leute, das in das System nicht soll kondamnieren schon. Man kann im Moment kommen, und ich fand, dass was die Lastenabteilung geht, da immer ein gutes System, wo der Titan geht, da tankt davon auf, wie Struktur d'accueil a Griechenland ageriet gin, mat UNHCR zu mat dem Olei zu summen, an eben auch mat der Kommission zu summen, an dürfer will ich dat noch nicht op jeden Fall lo kondamnieren, dass net stattfand. Ich will ich nach Ewo so, weil dat mich wenig frappéiert huet, war der so von der Global Coalition. Ich schon nicht mat der Global Coalition zu den géint IS. Ich so nicht just eenent. Wann und ich hatte die Chance zu Erbil zu sehen. Erbil leidt 40 Kilometer nördlich von Mosul. Mosul ist ein Staat, die von IS angeholt ist, wo Hunderte von Leuten entweder umbrucht gesehen oder wo 10.000 Leute müssten flüchten an den Kurdistan. An der Barzani, Kurden, an der Allianz mit der irakischen Armee, weil eine schiitische Armee ist, da wird gehofft, dass die können fertig bringen, für einen Staat wie Mosul zurückzukriegen. So wie Tigrit zurückkommen ist, Tigrit das zurückkommen, weil das geschieht. Es sind europäische Länder, für Deutschland, die sich angesagt haben, für zu stabilisieren an der Staat, für das die Leute an die Staat auch können, deren Bewohner an zurückkommen. Und so was doch mit Mosul, und dafür lebt man, ich meine, wir haben hier an unserer vertretenen Chambre als einfach, für zu so Global Coalition an so weiter, dass in dat nimmen op die militärisch hinsetzt, méi wann der Hoffnung von denen Leute zu Erbil, die sie zu 10.000 do an Zelter gepercht sind, die hier Staat praktisch gesinn am Süden, dass die auch hoffen, dass es, an du geht nimmen militärisch det mal lädt, dass die Staaten befreit geht, dann dass sie können an ihr Staat zurück. Und da das dat, weil ich wollte dummer da so am Gaddafi nach ein Kehr lebt man, muss als immer im Trick setzen. De Gaddafi huet in gewissen Moment se ege Citoyen als Rate betrücht. An huet mat denen pur Bomber, die nach Raten hueten op die Leiit geschoss. An dat huet mis opheieren. Dat huet mis opheieren, Herr Werner, an dëfir is sie net d'accord, wie dat ausgangen ass. Wie dass du de Gaddafi wirklich gehënnert gin as tun, fir se ege Leiit zu bombardieren, fand ich nach immer, dass dat die einzig richtige Solution war. So nicht mehr sehr. Ja, eng Zusatz vorstellen, ich will net op den Herr Minister nach eng Minute bleibt, selbstverständlich. Ich will net op die frohen denke ja Ago, Kurden oder Libyen oder so weiter. Aber ich wollte ganz präzis frohen, die Leute, die lo a Griechenland festsitzen, fallen die in den Relokalisationsakkord oder fallen die in den Akkord 1:1 mit der Türkei, gehen do in zurückgeschickt. Also, Herr Urbani, Herr Präsident, was ich verstanden habe, dat kriegen wir mehr vielleicht mehr am Detail gewöhnt, weil das ist ein Fehler, die nicht am Detail nach beschwert gehen, als wäre es nicht für die, die neu kommen von dem Moment an, wo das System funktioniert. Das ist das, was ich verstanden habe.
Ob dann ja für die Nei. Okay. Merci, Herr Außenminister. Domat wenn wir Ende von unserer Debatte über 1000 an Europapolitik kommen. Aber wir gesehen als mitten 2 Uhr für den Rest vom Ordre du Jour zu evakuieren. Domat wünschen ich, dass da gut hinkommt an die Sitzung als Riva. 3 Punkte stehen Ordre du Jour von der Sitzung Mädemittig von 2 Uhr rund. Für dich ein Konsultationsdebatte, also ein Debatte auf Aufruf von der Regierung über die Revision vom Code Forestier. Der Code Forestier, der das die Legislation über den Bösch. Da geht auf einem winzigen Punkt das Gesetz über die Administration de la Nature et des Forêts aufgeändert. An Hannen Drun als danach Punkt den Klimapakt zwischen dem Staat an den Gemengen. Das sind die 3 Punkte mädemittig Ordre du Jour von einer Sitzung, die selbstverständlich wie all einer Sitzung auch live an integral übertragen wird.